Ich begrüße euch ganz herzlich bei der News-Sendung Panorama, moderiert heute aus Gerzensee. Folgende Themen haben wir für euch. 137'000 Unterschriften sind zusammengekommen für die Lebensmittelschutzinitiative. Die ist heute eingereicht worden. Und es geht um einen scheinbar aussterbenden Beruf, Chemiefäger. Wir begleiten einen jungen Mann aus Langenthal. Lebensmittel sollen vor Gentechnik geschützt werden. Das verlangt eine Initiative. 137'000 Unterschriften sind zusammengekommen. Heute ist sie eingereicht worden. Und in dieser Initiative wird unter anderem verlangt, dass gentechnisch veränderte Produkte gekennzeichnet werden. Zudem wird gefordert, dass es einen Schutz gibt für gentechnikfreie Landwirtschaft. Wir wollen, dass Konsumentinnen und Konsumenten gentechfreie Lebensmittel erwerben können. Oder wenn sie Lebensmittel erwerben, dass klar drauf steht, dass es gentech verändert worden ist. Dann einmal alle zu mir schauen. Jawohl. Die Bauern, die noch nicht mit BioSuisse zusammenarbeiten, natürlich, die haben Angst, sie haben jetzt mehr Auflagen. Es ist nicht mehr so einfach, die Veränderungen zu machen. Das ist teilweise berechtigt, dass sie sich bewusst sind, wie sie produzieren. Aber es ist nicht, dass man ihnen auch die Produktion verhindern will. Wir wollen einfach eine klare Deklaration. Nach diesen Lebensmitteln auf dem und im Boden geht es jetzt auf die Dächer. Es geht um Chemiefäger. Das ist offenbar ein aussterbender Beruf. In der Schweiz soll es mittlerweile nur noch rund 150 Lernende geben. Wir begleiten darum einen jungen Mann aus Langenthal, der für den Erhalt von diesem Beruf kämpft. Kannst du mir das ein bisschen erzählen, was es so mit dem Glücksbringer auf sich hat? Weißt du das noch? Früher, als der Chemiefäger vorbeigegangen ist, hat es einfach weniger Brände in den Quartier. Und darum hat er eigentlich Glück ins Haus gebracht, dass kein Brand entsteht. Also, ich tue jetzt ein Chemie putzen mit einem Snap-Look. Ich tue noch den Schaumgummi rein. Wegen dem Stäuben. Durch das Drehen tut sich der Besen, der Nylonbesen drehen und so sauber putzen. Oh, warte, sorry. Sonst kommt der Zuwa. Jetzt habe ich auch so ein bisschen gesehen, eben auf Insta bist du auch so ein bisschen am Bewerben. Du bist wirklich so ein bisschen das Aushängeschild für junge Chemiefäger. Ja, wie kommt das? Das habe ich eigentlich irgendwie seit der Lehre, dass ich meinen Beruf präsentieren will, dass ich anderen auch einen Einblick geben will in meinen Berufsalltag, dass sie auch sehen, dass man nicht immer schwarze Finger nur bekommt und dass es ein toller Job ist mit Leidenschaft, wo man wirklich Glück im Job hat, genau. Chemiefäger, der bringt Glück, sagt man ja. Rein vom Wetter her stimmt es auf jeden Fall. Und wie es die nächsten Tage weitergeht, genau, also jetzt über das Wochenende, das sagen euch in ein paar Sekunden unsere Kollegen von Meteo News. Das war es für heute. Mehr Spannendes findet ihr auf unserer Webseite plattformj.ch. Schön, habt ihr reingeschaut. Schönes Wochenende. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Ein traumhafter Tag geht so langsam zu Ende, sofern man so sonniges Wetter gar nicht. Wolkenfehlanzeige vom Morgen bis am Abend hat heute im Grunde genommen die Sonne geschienen. Aber ganz so sonnig geht es am Wochenende nicht weiter, denn es nähert sich aus Westen her eine Kaltfront, so nehmen die Wolken dann wieder zu. Am Samstagmorgen starten wir den Teil schon mit vielen Wolken. Unfreundlich ist es aber nicht. Halt einfach nicht mehr so sonnig, wie wir das die letzten Tage hatten. Das Ganze bei rund etwa 3 bis 5 Grad am Morgen. Am Nachmittag
ist es dann nochmal ein Spürchen bewölkter. Mit Sonne kann man dann nur noch bedingt rechnen. Im Laufe des Oben kann es dann auch schon zu ein paar Schauerchen kommen. Viel ist es aber definitiv nicht. Die Temperaturhöchstwerte sind dann am Samstag auch nicht mehr so hoch, wie wir das heute am Freitag hatten. Bei rund etwa 12 bis 13 Grad. Dazu haben wir einen schwachen bis mäßigen Westwind im Mittelland. Auf den Bergen ist es ein mäßiger Südwest- bis Westwind und 0 Grad Grenze. Die kommt im Laufe des Tages auch ein bisschen oben runter, liegt am Anfang des Tages noch auf etwa 2500 Meter, sinkt dann im Laufe des Tages auf unter 2000 Meter. Ich habe es schon kurz erwähnt, am Abend und dann in der Nacht auf den Sonntag kann es noch ein paar Tropfen geben. Dann stellt sich der Tag durch aber wieder recht sonniges Wetter ein, vor allem auch trocken. Die Temperaturen die steigen dann im Laufe der Woche dann wieder auf etwa 15 Grad an. Ab der neuen Woche haben wir dann wieder, wie wir das am heutigen Freitag hatten, wieder recht sonniges Wetter mit nur ein paar hohen Wolkenfeldern. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.